Lange hat's gedauert, Leute, doch endlich wollen wir uns wieder der Hauptstory widmen. Zurück bei Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Mit einem, naja, seltsam synchronisierten Masterschwert zwar, aber dafür mit einer durchaus, kann man sagen, guten Ausrüstung, war ein neuer Reckengewand auf 32 upgraded, Stufe 4, alles maximal. Also fehlen würde, wäre die Hylia-Hose. Da hat er jetzt irgendwie, nee, Kohle war nicht das Problem, es waren die Bernsteine, wenn er mehr bräuchte. Aber egal. Das machen wir später mal. Ja. Dann kann man irgendwann so ein Pferdregister mitnehmen. Was darf sein? Pferd abholen, bitte. Oh. Natürlich Epona, welches auch sonst. Sonja wäre jetzt eine Variante. Aber ein goldenes Pferd, das wäre ein bisschen auffällig. Ein bisschen zumindest. Oh. Danke, dass du gewartet hast. Du willst was ändern? Oh, scheiße, geht gar nicht, wa? Doof, ja. Epona ist perfekt, so wie sie ist. Gut, wenn wir uns mal das Tagebuch angucken, so die 4 Regionen, da will ich mich ja eigentlich wieder darum kümmern. Ansonsten, mit den Episoden, ja, nach Kagriko will ich eigentlich nach den Zoras dann hingehen. Kugas finstere Pläne, generellen Untergrund, parallel ein bisschen wieder zur Hauptstory machen. Ansonsten dann, Schreine-Quest gerade momentan gar keine, sehr gut. Die Side-Quests, ja, mit unten ein bisschen abwarten, sag ich jetzt mal. Also mit die stärksten Waffen und so. Mit dem Horn eines Leuen gefertigte Waffe sehen. Habe ich ja eigentlich mittlerweile. Irgendwie jetzt verpasst. Ist das ein Horn gewesen? Warte mal, ich müsste glaube ich noch eins haben. Jo, blau-leune Säbelhorn. Oder war das damals, wo ich gemerkt habe, es würde zwar theoretisch gehen und man denkt, es würde gehen, aber es will ein normales Säbelhorn. Nicht das von einem blauen Leunel, sondern von einem normalen Leunel. Deswegen habe ich es noch drin. Das könnte auch gewesen sein. Na, wir gucken mal. Piratenmeute, genau, dann haben wir hier Anschauungsunterricht. Was? Die Verheerung nicht glauben. Ja genau, muss aber erstmal, stimmt. Da war ein Hateno. Aber wir müssen erstmal nach Kagriko dafür. Genau, dieser mit dem Schleim. Okay, das ist auch ein Hateno. Können wir ein paar Dinge mal kombinieren. Gott sei Dank sind echt noch viele Quests offen, wa? Ja, die Wüste müssen eigentlich noch ein paar Dinge machen, war noch gar nicht komplett abgeschlossen. Aber die Orni eigentlich auch nicht, wa? Und immer bin ich eher ein bisschen schlampig unterwegs. Was, wenn es darum geht, die Region abzuschließen. Shame on me. So. Jetzt von der Karte her. Ich könnte also eigentlich auch von hier aus wieder nach zu den Goronen gehen. Später dann. Viel später. Ich will aber erstmal zu den Zoras. Apropos Pferde. So, bin schon mal sehr gespannt, was bei den Zoras so abgeht. Ich meine, wir hatten damals schon mal einen Hinweis darauf, dass sie irgendwie Probleme mit einem Schlamm hatten, wa? Ist ein bisschen her, ich weiß, aber als wir damals die Türme aktiviert haben, das ist echt schon lange her, war da die Rede davon. Wir mussten irgendwie, um einen Zora zu befreien, weil der lag irgendwie so seltsam vom Turm, mussten wir auch irgendwie, ich glaube mit den Wasserfrüchten mal ihn befreien. Du. So ein seltsamer Weg, den ich gerade abreite, aber okay. Die Musik. Du. Das war gerade original die Zelda-Mucke. So, Hallo, Krabbis. Ich habe eine gute Ausdauer, leg mir am Arsch, ey. Oh. So abrupt wollte das gar nicht machen, eigentlich. Entschuldigung. Nein, ihr wollt eigentlich nur mit dem... Alter, Epona!
Ganz ruhig mal mit dem hier quatschen. Was ist denn los da? Kein Rutschen mehr. Ich mag keinen Regen. Da werden die Wände total rutschig. Das ist echt ein erstes Problem. Wenn sie das Klammerkröten trinkst, rutscht du weniger oft ab. Ja, oder du ziehst auf die Rüstung an, wa? Mal gucken, was er alles hat. Wasserfrüchte und noch genug im Besitz. Nee, passt schon. Jo, Asla Vista, Baby. So, da ist ein Schrein, habe ich aber auf der Karte markiert. Können wir also gerne später noch machen. Jetzt immer noch bockblind, ne? Aber gar keinen Bock drauf. Ah, sowas, Wobei ich mich tatsächlich hier frage, wie kommt es eigentlich, dass hier plötzlich Wächter hier sind? Ja, die Sonau-Wächter. Wie kommt das? Natürlich ein das Problem, weil... Nö. Sag mal, Leute, können wir vielleicht mal helfen hier? Aua. Na, wie lange hält das Masterschwert wohl noch? Reise 2 Hände, ja gut, zur Not auch natürlich, hä? Oh, wo ist hin? Ich habe seine Materialien mitgenommen, war? Der Arsch. Ja komm, weißt du was, der hätte so gut mal schnell einen Schrein aktivieren. Aber leicht creepy, so, da die ganzen, uff. Ich glaube, da eine von der härteren Sorte war. Ich wollte eigentlich nur das Teil dort einreißen. Es pisst ja. Ja, vergiss es. Wo ich ein bisschen dort im Schreien bin. Nee. Die sind uns angeblich nicht hier. Ein verrückter Ort. Stahl-Exalbogen. Ja, Power hat er. Muss man ihm lassen. Komm. Achso, das ist nur ein Fischkopf. Hatte gerade, wer ist denn dort? Nepone mal wieder so, Mann, der Alte, jetzt wollte eigentlich schon so in den Zug rausgehen, jetzt hält sich trotzdem mit so einem Scheiß hier auf. Was soll denn das? Als ob die paar Typen nicht schon ein paar Mal platt gemacht hätte. Ja, ich weiß, Epona, ich weiß. Entschuldigung. Wir gehen schon so in den Zug raus, keine Sorge, oder fast zumindest. Dumpstar ist für alle da. Danke für die Hilfe neulich. Ja, ich habe alleine voll zu tun. Ne? Was soll denn nur tun? Lass mal los. Ja, weil ich gucke, in welche Richtung er fliegt. Schein nach vorne, das war eigentlich zu erwarten, tatsächlich. Ich will doch eine Stütze sein. Ja, die bist du auch. Manchmal zumindest. Oh, warte mal, ganz kurz, sorry.
Was haben wir hier Schönes? Oh, das ist schon fertig. Hä? Nein. Warum da vorne? Ah, das ist schon miteinander verbunden oder was? Ja, umso besser. Hey Bruder, was ist los mit dir? Du bist nervös. Ah! Okay, ich weiß warum. Ich muss noch mal ein bisschen anders bauen. Ja, obwohl. Na, ob das hält, ich weiß ja nicht. Voll genug sieht's aus. Ah, ich kann nicht mit dem Katschen, ah. Dann natürlich doof. Aber es hält zumindest am Boden, ne? Da ist auch schon mal etwas. Naja, es hält fast am Boden. Da gerne noch so einen kleineren. Mhm. Und noch was für die Zwischenwände. Huch! Noch ein bisschen, also doof aussehen tut so oder so. Müssen wir ganz ehrlich sein, weil was ich baue ist ja unter aller Sau. Oh! Hab ich jetzt gemacht? Ach ne, ist zu nah an ihn dran, er hat Angst. Naja, hält doch nie im Leben. Check, du musst alles nach und ich stütze sie. Ja, du bist meine wertvolle Stütze. Gut. Also mal anders kommen. Huch, nein. Ja. So. War auch anders geplant, muss ich zugeben. Kann ich denn nicht? Warte mal. Was ist mit dem los? Ich habe noch nie so einen creepy Versuch gesehen, irgendwas zu stützen. Der Dummste, ich stütze sie. Ja, ich bin eine Stütze für die Gesellschaft. Arme Gesellschaft, wenn das man so sagen darf. So, hallo? Was man noch trennen kann ich gar nicht, wahr? Ich habe das Gefühl, das ist einfach ein bisschen zu breit. Tatsächlich. Ich würde gerne hier in die Mitte klatschen, also dazwischen. Ah, jetzt.
So nach unten dran. Nee. Ah, Kirim jetzt von der anderen Seite. Also lässt mir das Spiel nicht. Also eigentlich versuche, ganz kurz zu erklären, ist so ein Prinzip, was ich eigentlich öfters mache. Quasi so festmachen, wenn man so will. Naja, mehr oder weniger zumindest. Ja, denn so sollte er eigentlich nicht mehr runterfallen. Naja. Seine Definition von Kerzengerade ist gewöhnungsbedürftig. Aber jetzt nur muss er sich verdummster verantworten, nicht ich, also insofern. Nicht mein Problem. Warum ich den Quatsch die ganze Zeit eben noch mache, ich habe keinen Plan. Ich hoffe immer, dass am Schluss mal alle durchhaben, irgendwie eine riesenfette Belohnung gibt oder sonst irgendetwas, was sie nur von ihm kriegen. Naja. Ja, hasta la vista, Baby. Ja, es hat halt Hanglage, ne? So, wo ist eigentlich Epona? Oh. So, weg damit. Epona, wir können weiter. So. Da ist schon so ein Zoras, ne? Steht da schön auf dem Schild drauf. Moment. Einmal. Epona. Kann mal ein bisschen zurückgehen. Kann auch sicher auch Schilder von hinten lesen. Wenn einer das kann, dann Link. Fahrt zum Todesberg Akala, Dorf der Zoras. Jo, ne, ist korrekt. Mhm. Epona, fressi, fressi. Nein. Oh, aber das war... Das Fleisch mitnehmen. Jetzt Epona trampelt doch nicht auf dem Fleisch herum. Junge, was ist heute... Heute ist es ein bisschen störrisch unterwegs. Wild, was haben wir hier Schönes? Was ist Notiz auf dem Tisch? Bis hierhin haben wir es geschafft, jedoch ist die Straße in einem sehr schlechten Zustand. Nach dem Tor gelangen wir wohl nur über unbefestigte Straßen. Viel Schlamm? Okay. Es gibt viel Schlamm. Der Schlamm des Hasses aus BOTW ist zurück. Ich will zu meinem Freund. Ja, das sagen viele, ne? Wo ist er überhaupt? Da oben. Da müssen wir einen Flugleiter dann machen. Nee. Dann machen wir später. Da oben steht ein Julianer. Oh. Epona, mit dir geht's hier nicht weiter. Also du kannst plötzlich über Berge gehen. Willst du nicht, wa? Naja. Muss halt hier bleiben. Wie schrecklich. Was ist los? Alles klar? Was für ein ekliger Schlamm und dann noch diese Felsen im Weg versperren. Hier sind die meisten Reisenden Schluss. Wenn man nicht gerade Flügel oder schwimmen kann mit einem Fisch, ist es hier der einzige Weg ins Dorf der Zura. Aber ich will nicht aufgeben. Okay, was ist mit dem Schlamm eigentlich? Ja, ist nicht gerade schlammtastisch, aber kann schlimmer sein. Aber mir ist sogar ein bisschen Schlamm noch da. Schlamm vor allem. Hier, Wasserfrucht. Also, warte mal. Der war so.
Nein, warte mal. Ich mal so. Wie ging das schon wieder? So. Kommst du von da oben oder was? Scheiß Schlamm. Sag mal. Verpiss dich mal. So, ist Ruhe. Ah ne, kommt von dem da. Sag mal. So, jetzt aber. Im Wasser treffen ist ein bisschen schwierig, wa? So. Erstmal Ruhe. Jetzt kurz da hochklettern. Huch. Wo? Ah, da. Hm? Wo ist noch einer? Ah, da. Tschüssi. So viel dazu. Also, der Weg wäre soweit fast da. Naja, fast wieder. Jetzt kommen die ganzen Wasserfrüchte aus, ey. Das ist irgendwie auch alles voller. Nee, oder? Aua. Der Bogen ist zerbrochen. Wo ist er hin? Ja, der ist weg. Das Wasser hier ein bisschen seltsam aus, kann das sein? Warum sieht auf der Karte auch so seltsam aus? Naja. Genau, wir müssen hier weiter. Huch! Wir haben gar nicht gesehen. Er mir gerade auch erst. Aua! Was ist das für eine Begrüßung, Alter? Ja, zeig's ihm. Sowas von unhöflich. Nein. Nein, ist ja falsch. Das ganze Geröll hier? Was soll denn das, wenn ich plötzlich Bahn in Geröllheim oder was? Junge, Junge, Junge. Ja, irgendwas ist hier passiert, definitiv. Hier ist schon wieder so einer. Ein alter Spuki. Ach, ein Röstbarschknüppel, der heißt sogar so. Tschüss. Ein Brunnen in der Nähe. Ich frage mich gerade, sind wir auf dem Weg? Na gut, der Ruderberg ist noch eine Weile. Alter Schwede, bis wir da sind. Okay, wir noch ein langer Weg. Ja, der Ruderberg. Das haben wir doch damals bei BOTW. Wow. Wie aggressiv sie plötzlich sind.
Damals haben wir doch bei BOTW dann einen Hinweis gesehen auf Prinzessin Ruto aus, aua, aus Ocarina of Time. So, komm. Ja. Scheiß Schlamm. Der gesund sieht das Wasser definitiv nicht aus. Dass natürlich Zoras da ein Problem mit haben, das verstehe ich gut. Wir sind auch überall. Sehr gut, also selber schuld. Mann, wieso kann ich eigentlich nicht ein Schild auswählen und... Wieso denn der schnelle Wechsel? Oh, das war doof. Der schnelle Wechsel zwischen Pfeil und Bogen und Schild. Wieso klappt der hier nicht so, wie ich gerne hätte? Aber hier viel. Doch, okay, unter was getroffen. Die ganzen Zora-Lichter, wir kennen sie noch. Okay, nichts runter. Oh. Entschuldigung, mein Fehler. Junge, Junge. Das ist eine neue Lebensaufgabe, hey. Natürlich viel einfacher, wenn wir noch Valhuta von BOTW hätten. Da können wir einfach mal kurz einen Rüssel auspacken und hier einfach alles wegsprühen. Und ja, man ist genauso, wie ich es gerade gesagt habe. Was sind wir mit Stein oder was? Wie unhöflich. Hm? Ah, da, warte mal, muss ich irgendwie noch einen Schleim fotografieren? War da nicht irgendwas? So. Ah, hat er schon, okay. Sicher ist sicher. Mal kurz umgucken. Mhm. Naja, Tooling gehen in Angriffsposition über, ist alles cool. Was ist mit dir los? Voll aggro? Entschuldigung, Bambi. Oder Bambis Mutter. Wäre noch schlimmer. Nein, Bambi wäre schlimmer. Oder? Kein Plan. So, da geht's zurück. Sind hier soweit richtig auf dem Weg. Auf dem Weg nach Vertania City. Naja, fast. Alles voll von diesem Schlammding. Bäh. Der Scheißbrunnen. Gehen wir auch auf den Keks. Aber ihr müsst schon theoretisch auf dem richtigen Weg sein. Jojo, das sieht dann soweit gut aus. Hätte natürlich auch einfacher machen können, direkt vom Turm her rüberfliegen oder so, weil... Hatten wir schon aktiviert.
Aber nee, man weiß nie, was uns hier noch erwartet. Okay. Hä? Verzeihung, was machen Sie hier? Sie wurden nicht eingeladen. Dankeschön. Aber die kommen mit diesem Weißsachen-Dingsbums ist noch ganz cool. Also mit dem Weißsachen-Stein drauf, weil... Mit abbrechen. Dankeschön, Richu. Weil er mich hier heilt. Zora-Schild mit einem guten Schildblocker. Schild mit Gerudo-Schild. Waldschild. Schild mit Ritterschild. Schild und noch so viel. Schild mit Sonar-Schild. Massiver Sonanium-Schild. Also gleich wie der hier. Ritter, alles Ritter. Komm, Zora-Schild mitnehmen. Wenn schon mal eine Zora sind. Und die auch gerne mitnehmen. Ist noch einer oder was? Ganz kurz nach oben. Oh, ja, bloß ist der Schlamm, der so geklungen hat. Und dann ein bisschen unsicher. Oh ey, was ist nicht wieder los? Na gut, das treffe ich noch nicht. War das schon alles? Ja, nicht die Hälfte dann schon. Na, alles klar. Ja. Hallo, bist ein herumreisender Abenteurer? Oh. Kann man so sagen. Was auf die Bitte eines Mannes namens Kotlin hin, suche gern nach Majos. Ah ja. Wo genau? Ja, diese ganzen Majos-Dinge muss ich auch noch suchen. Also die restlichen wohlgemerkt, ne? Entschuldigung, muss sein. Ich werde bezahlt dafür. Wer es glaubt. Hier, Wasserfrucht. Was sagt denn die Karte noch so generell? Hier ist noch irgendetwas, gucken wir noch später an. Der Huto-Berg, wenn man sowieso zu den Zuras will, muss er da durch, also insofern alles noch cool. Die Orenbrücke und eine Quelle von Ranell. Was ist das? Wasser scheiße aus. Oh. Das war anders geplant. So war es geplant. Nur noch du und ich, Kumpel. Stell dich! Sagt er stellen. Kannst du das Masterschwert länger hält, wenn ich so ein Weißsachen-Dings drauf habe? Kommt gerade so vor. Genau, das Ding wollte ich eigentlich anschießen, Mann. Oh, ein Königsschwert Boomerang. Wie sieht es mit den Waffen technisch aus? Relativ gut eigentlich. Aber ich hatte den dann und da ist auch so ein 10er Königsschwert, aber irgendwas auch nicht so viel.
Wenn ich bald mal Waffen-Ding, ja, vielleicht schon mal, aber solange ich das Masterschwert habe, ist eigentlich noch cool. Aber nicht unbedingt Probleme, dass plötzlich ein also Waffen verschleißen natürlich schon immer, ist klar. Aber jetzt nicht so. Ein paar Zora-Bögen, auch nicht schlecht. Huch, ah. Moment, was, wo bin ich jetzt überhaupt? Hier wollte ich rüber, dann muss ich irgendwie hier rüber, oder was? Hä, was ist plötzlich kaputt mit dieser Welt? Ah, ich habe den Weg zu den Zoras wesentlich angenehm in Erinnerung. Aus BOTW. Aber lustig war, im BOTW war es ja auch so, und dort haben wir zumindest gesagt, ey, Weg zu den Zoras, nimm den als erstes. Im Grunde genommen, ne, war irgendwie so der Ratschlag. Ich habe damals schon den Weg zu den Gerudos zuerst genommen. Hier auch wieder den Weg zu den Gerudos als erstes, aber den Weg zu den Zoras, aber ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, im BOTW als letztes genommen und hier jetzt das zweitletztes. Oder war es noch vor... Ich weiß gar nicht, die Reihenfolge echt nicht mehr. Müssen wir mein Let's Play nochmal angucken. Ah, noch so einer. Noch so ein Felsfutzi? Natürlich. Aua. Nur mal so, by the way, Kumpel, es tut weh, ja. Kann man gucken, was mit dem Frucht passiert. Hä? Davor getroffen? Was ist jetzt los? Ist nicht immer so gepanzert, ne? Merke ich erst jetzt. Ah, der Zweihänder, okay. Stahl-Excel-Schild. Nochmal so ein Stahlschild. Ne, lassen wir, komm. Ist aber nicht gemeint, danke. Ende geht nach oben, ne? Okay. Bin gerade leicht verwirrt von der Karte her. Ich bin ja erst hier. Warum hier doch schon so ein Stein? Das ist ja nicht der von Prinzessin Ruto von damals, oder? Moment. Lehren der Zoras Kapitel 1, die Domänen des Wassers. Entschlossenheit niederschrieben von Sinon Prinz Zoras. Zora-Verfahren waren stets nomadisch dem Wasser gefolgt. Und es nicht, dass sie gerade in diesem Ort schließlich sesshaft wurden. Interessant finde ich hier die Erwähnung, dass sie nomadisch waren. Das würde vielleicht für die Theorie sprechen, dass ja auch die Vergangenheit von Tears of the Kingdom, also da mit der Gründungsgeschichte um Rauru und so, dass das doch nicht schon vor Ocarina of Time war, sondern tatsächlich sehr viel später. Also sprich eigentlich nach allen anderen Spielen, bis eben natürlich auf BOTW, ist klar. Zeit, sag ich jetzt mal, wo das Reich komplett neu erbaut wurde, vielleicht komplett zerstört wurde und die Zora sich irgendwas Neues suchen mussten, eben da ja halt nomadisch den Weg gefolgt sind. So ähnlich wie in The Wind Waker ja auch das mit dem Grund der Fall war. Sie waren zwar Händler, klar, aber dann auch da keinen festen Wohnsitz. Die Siedlung entstand in Harmonie mit dem vorhandenen Wasser, sodass sie bald als Dorf des Wassers bekannt wurde. Okay. Also die Dinger hier überall gebaut, der gute Sidon. Krass. Ja, eben, so eine Theorie eben, dass... was Theorie? Mehr oder weniger ist es eigentlich naheliegend, dass eben auch die Gründungsgeschichte von Hyrule, die hier erzählt wurde, nicht die gleiche sein kann vom allerersten Königreich Hyrule noch vor Ocarina of Time oder so, sondern das muss irgendwann dazwischen mal gewesen sein. Es gab auch in Hyrule Historia gab es ein paar Hinweise darauf, irgendwie so eine Ära des Vergessens oder irgendwie sowas hieß, oder der Prophezeiung, irgendwie ganz das Seltsames, also es klingt zumindest seltsam, wo es darum geht, dass irgendwie gewisse Dinge verloren gegangen sind, gewisse Geschichten.
Aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß gerade den genauen Begriff dafür nicht mehr. Aber wir werden sowieso, wenn es mal so weit ist, wenn wir das Let's Play so weit durch haben, das Spiel, werde ich dann eh mal noch meine Gedanken dazu äußern. Wegen Timern und so. Wo es vielleicht am meisten Sinn macht. Aber erstmal müssen wir natürlich wesentlich mehr noch entdecken im ganzen Spiel. Denn was wir bisher haben, ist zwar schon schön und gut, gar kein Thema. Aber es ist noch zu wenig, um hier einen abschließenden Bericht zu haben. Hä? Ich wurde auf den Kopf getroffen. Hey, ich treffe seinen Kopf. Was ist los mit dem? So, jetzt reicht's. Ich treffe sein Schild gar nicht. Was für ein Scheiß aber auch. Ja, der andere wird sein Schild treffen. Ja, ja, ja. Mit mir kann man es ja machen, wa? Dann ein Rubin. Ist das eine Höhle? Vielleicht ist es noch an so einer Kreatur? Ja, könnte sein, wa? Oh. Ralis Kanal. Erst Ralis, dann Schwanis, wa? Oh. Hier geht's um den Schrein. Bring den Kristall da. Das will ich aber nicht. Dann verpiss dich doch. Okay. Schon im Ranis-Kanal. Ja, super. Das Problem ist auch gar nicht mehr so viele Dinge übrig. Gut, wenn ich den schon mal dazu mache. Den auch sind es noch 3. Also das machen wir später. Man kann es irgendwie besser kombinieren oder sobald wir ein bisschen was gefarmt haben. Den Kristall haben wir da und zwar noch einen oder anderen Schrein hier dann hier aktiviert haben. Oder von hier aus, er kann dann hier quasi abspringen, nachher hingehen. Dann klappt das schon, Freunde. Dann machen wir weniger Sorgen. Denn ich nehme mal an, das hat das Spiel so noch weiterhin an sich. Hier, Schrein im Ralis-Kanal. Oh, ich will sogar, dass ich bis da hingehe. Super. Naja. Das wird schon. So. Wir kommen von hier. Ja, die Truhe, die wir vorhin geholt haben. Ja, das ist genau der Weg hier. Gut. Da unten ging die Brücke ja weiter. Aber das sieht ja alles so zerstört aus und so. Auch nicht mehr feierlich. Hier. Was ist denn da drüben? Okay. Der Weg stimmt aber, ne? Ja, der Weg stimmt. Wollt ihr mir echt hier zu Ende der Folge noch irgendwie ans Bein klotzen oder was? Das ist euer fucking Ernst. Ich kühl dich ab, Kumpel. Ich kühl dich ab. Ups. Das war jetzt doof. Oh, du lebst noch. Wow. Ja, für einen anderen Schild nehmen, weil wenn der dann zerbricht, dann wäre ich traurig. Hier, Zura-Schild, komm.
Du hast einfach eine scheiß Reaktion, Alter. Hat die einfach patrouilliert, ey? Dass das alles ihm hier gehören würde. Sieht noch alles kacke aus. Ist auch alles voller Schlamm. Also ein Zoras direkt da hin, ne? Da vorne sieht man schon einen schönen Fischkopf. Das ist soweit alles cool, ich will aber erstmal nach oben. Kann ich hier elegant, wie ich bin, einfach abkürzen? Aber hier vorne geht's. Yo! So, jetzt stimmt der Weg auch wieder. Okay, ein paar Kisten hier, interessant. Sind wir jetzt hier eigentlich schon beim... Doch, wir sind bereits im Rutoberg. Wobei ich mich jetzt hier gerade frage... Faden hier... Diese Steine von Prinzessin Ruto. Die wird alles wieder im Arsch hier. Das sind mal wieder 15 Minuten. Mann, ich wollte das mit Ruto gerne in der Folge machen. Scheiß Schlamm, ich kann nicht weiter. Puh. Ja, könnte es da vorne sein. Doch, das könnte sein. Aber eben, nein, ist halt die Frage, ob das jetzt noch hier ist. Oh ne, ist wieder mal ein silberner. Muss das sein, ey. Aua. Der tat weh. Und tschüss. Du. Was mitnehmen. So, das war doch damals der Ding, der Hinweis von Prinzessin Ruto und vielleicht ist jetzt ein anderer. Der Prinz und der Schwertkämpfer. Ich denke an einen Freund hingeschrieben von Sida und Prinzessin Zoras. Durch Sida ein Hylian unser Dorf ein. Der Name dieses wortkargen Schwertkämpfers lautet Link. Sein warmer Blick strahlt Entschlossenheit aus. Einsame Spitze, für der Runde Flossen höchst elegante Bewegungen, kommt der Rundenkiem beim Kämpfen nicht außer Atem. Ach, schön. Ja, ich glaube, ich kann mich erinnern, dass der Stein bezüglich Prinzessin Ruto hier war. Das ist vielleicht irgendwo anders, vielleicht ist er auch durch die ganzen
durch den ganzen Schlamm, durch die ganzen Erschütterungen hier vom Weg her und so. Weil irgendwie alles ja am Arsch ist, gefühlt. Ist ja gar nicht mehr da. Das könnte natürlich auch sein, dass er irgendwie auch zum Opfer gefallen, dieser Andenkenstein. Oder die Entwickler generell irgendwie keinen Bock hatten, wieder auch auf solche... Oh, Zuerbogen. Ja, auf solche, sagen wir jetzt mal, Relikte, die man noch aus BOTW kannte, in Rücksicht zu nehmen. Und zu sagen, nö, auch wenn wir mit der Teilmann hier wieder ein bisschen Karussell fahren und so, ist uns alles scheißegal, wir nehmen es raus. TOTK ist ein komplett eigenständiges Spiel. Was ja auch stimmt, aber trotzdem gewisse Dinge irgendwie auch weglässt. Was zum... Das gerade. Das ist ähnlich mit dem Schikastein, das durch Spura-Ped ersetzt wurde. Warum überhaupt? Wir hatten bei Ocarina of Time ja auch die Ocarina der Zeit. Die sind auch bei Majora's Mask wieder gegangen. Da haben auch nicht gesagt, oh, so haben wir keinen Bock mehr drauf. Sag mal, was ist denn jetzt los? Und haben deswegen gesagt, ja, Ocarina der Zeit, nee, die ist out, die hat ihre Kraft verloren, jetzt machen wir, soll Link wieder seine alte Feen-Ocarina nehmen. Die es ja eigentlich in, zumindest im Manga von Ocarina of Time gar nicht mehr gab. Also diejenige, die Ganondorf mitgenommen hatte. Das wird im Spiel ein bisschen anders erklärt. Das war Ganondorf schon auf der Suche nach der Ocarina der Zeit, weil er gesehen hat, Link hat eine Ocarina, aber es war halt die falsche mitgenommen hat. Sag mal, was ist denn los hier? Hä? Muss ich drauf schießen oder was? Ja, wie gesagt, gewisse Entscheidungen sind ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, warum man die so gelöst hat. Sag mal, warum springe ich denn so weit? Bin ich doof oder was? Auf die Folge ins Endlose strecken, weil ich auch zu doof bin, das zu treffen. Da wohl nicht wahr sein, ey. Es bleibt dabei, ich bin auch zu doof. Apropos zu doof, das Marschwert dürfte langsam sicher, wenn wir mal seine Kraft zurückbekommen. Spiel. So, geht doch. Ja, tschüssi, du mich auch. Gut. Dann mal gucken, wo war ich vorhin gerade? Hier. Naja, passt zumindest, ne? Ja, ich muss eigentlich hier entlang, ne? Mit der Blue One. Blauer, 2 grüne. So kein Problem. Können wir uns nur vielleicht schnell platt machen zu Beginn der nächsten Folge. Und dann aber weiter Richtung Dorf der Zoras. Ich meine, weit ist nicht mehr. Wir sehen es jetzt schon, wo es eigentlich hingehen sollte. Sehen auch über die große Zora-Brücke. Und da mal gucken, was eigentlich hier los ist. Ob das wirklich irgendwie mit dem Ding zu tun hat, was aus dem Himmel geflossen kommt. Und warum kommt Dreck aus dem Himmel geflossen? Macht irgendwie gar keinen Sinn. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.